haben wir ja schon fast gewonnen. Was ist denn das schon wieder? Cyberware für das Integumentsystem verbessert eine Panzerung und Schadensresistenz. Was habe ich noch nicht? Subthermale Panzerung. Aha. Oh, Panzerung bestimmt eine Resistenz gegen Schaden. Du kannst deine Panzerung verbessern, indem du Cyberware für dein Skelett und... Okay. Ach du Heilige, ich hab vor sowas immer Angst. Betriebssystem, naja, Update auf Windows. Ja, eh schon wissen, ne? Was ist denn da? Das ist noch gesperrt, Skelett. Nervensystem. Was, das kann ich upgraden? Ach du Scheiße, ich werde mich in dem verlieren. Ich habe jetzt schon Angst. Oh. Okay. Wunschlistenverkauf, super toll. Danke Spiel. Du bist, oder danke Xbox, du bist der Schatz meiner Schätze, wirklich. Arme. Ja, die 7 Millionen Dollar Frau, ich hab das ja gesagt. Was ist denn das schon wieder? Alter, willst du mich verarschen? Hab ich überhaupt noch so viel Kohle? Und das kann ja aufwerten. Oder ist es jetzt schon aufgewertet? Ja, wie gesagt, die 7 Millionen Dollar Frau. Genau. Mark I, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeigt Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Genau so, danke. Ja, bitte. Jetzt noch ein Anästhetikum und dann wird geschnitten. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Die können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Hallo? Okay, testen wir es und sehen die Magie in Aktion. Ich verlinke dich. Ich hab jetzt schon Angst. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Bitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Besser denn je. Wow, das ist fantastisch weg. Sehr schön. Zeit. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark dein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für einen Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, die du
die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Na, Prost, Mahlzeit. Für den Scanner. Was? Halte LB gedrückt? Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Ach du Scheiße. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Oh Gott, warum muss ich mir auf Spiele einlassen, die meines Alters nicht mehr gerecht sind? Am besten ist, ich spiele nur mehr Tetris. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Das sollte wunderbar klappen. Ach du Sch- Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Danke. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ha, ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Oh. Du bist der Beste, Vic. Ich schulde dir was. Mädel, Dann los. Zeig ihnen, was du kannst. Mädel, du hast gerade so viel Geld Wenn du ausgegeben. ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Die Spritztour. Besser spät als nie. Wo bleibst du? Beweg deinen Arsch. Mission. Na gut, was ist da hinten? Aha, der hat schon vorgesagt für nuklearen Fallout. Ach, dieser Jackie hat immer so Ungeduld, gell? Du kannst nicht, weil bist du hässlich. Also ehrlich gesagt, wenn mir so eine Katze ins Haus kommen würde, ich würde davonlaufen. Mhm. Hey Mann, wo ist mein Auto? Jetzt können wir das einmal probieren, warte mal. Netrunner. Überhitzen 28, Flashbangs 25, Speicherkosten erhöht um 25. Okay. Tyler Joste. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Das ist der Herr Joste, sagt's grüß euch. Genin Wecke, hm? Aha. Ich möchte wissen, was CD Projekt Red bei den ganzen Namen eingefallen ist. Ich glaube, das war eher so eine Lotterie, gell? Was ist da? Dach. Jetzt bin ich neugierig. Oh je, ich höre was. Achso, da sind wir. Ja. Bist du Depper, die Musik, Alter, die haut mir um die Ohrwascheln. Halt die Falten. Ja, das ist ein fettes Apartment, das möchte ich haben. Nehmen wir mit, werden wir alles einmal lesen. Ja, das ist aber fett da herum. Wow. Lässig.
Ich hab glaubt, da ist was herum, was man sich anschauen kann oder sonst eine Mission oder sonst irgendwas. Naja. So kann man sie irren. Jo, so kann man sie irren erst. Scheiße. Dadel, ich hoffe, ich hab kein Problem mit der Mucke. Wurscht, ich werde über die Nacht einfach einmal das Rohmaterial hochladen und dann sehe ich es eh. Dass wir den ganzen Scheiß nochmal spielen. Da Jackie, du, Alter. Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Ja, der Jackie, an das kann man erinnern. Der Jackie bleibt jetzt eh da. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsycho-Angriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor Maxtech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quickhacks, nicht tödliche Waffen, EMP-Granaten sowie Kampfgadgets, Waffenmods, die Schaden nicht tödlich machen. Aha. Wenn eine Waffe, ein Kampfgadget oder ein Quickhack nicht tödlichen Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung aufgeführt. Ach schön. Das freut mich. Ist das Auto so tierverkleckt, dass der da nicht einmal aufkommt? Scheißgurken, den verkaufe ich wieder. Hier wird geschossen. Nicht das! Warte mal. Gauner, den kennt man eigentlich. Was? Reißt ihr das Arschloch auf? Na, da bin ich dabei. Man alles selbst machen? Wo jetzt die Polizei im Nacken? Na. Munition her! Ich will dir nur helfen. Naja. Da text du. Du. Jo, Miss V. Ein Vergnügen. Dexter ist schon leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Miss Nobody, die uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als süß duftende Draufgängerin, die nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Die Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig.
verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt hab ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder T-Bug könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch, aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jaxter hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Haben echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzies, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Miss V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Jaxter, hab mit Dex gesprochen.
Gordito ist ein dicker Fisch, nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt, davon habe ich gehört. Royce gegen Brick, feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tussen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Denke, wir sollten erst bei Maelstrom anklopfen. Und zwar ziemlich laut. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik, schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Ja, wir haben uns soeben in die Scheiße reingereitet. Ja, wie gesagt, den Prolog kenne ich schon. Kurzen Augenblick. Ich möchte mal kurz speichern. Was macht man da? Bevor es das mit der Musik nicht hinhaut, dass ich da wieder ein bisschen spülen kann, weißt? Ach, schön. Dieses schöne Stadtleben hier. Hey, mir ist gerade ein Gedanke. Wie wäre es mit einem kleinen Vorgeschmack? Bei dem Biochip handelt es sich um einen sogenannten Relic, eine hochmoderne erstklassige Tech für die Reichsten der Reichen. Angeblich die beste Lebensversicherung, die man sich kaufen kann, wenn man Edis hat. Ja, wie Heuhart heute. Du und ich, wir werden bald in Bip schwimmen. Eines nach dem anderen. Ja, eins nach dem anderen lasst mir zu meinem Kraut, ehrlich gesagt. Schöner Krawall. Na bitte, die macht sicher einen Krawall, ha? Chinon MZ1. 300. Bitte, du hast 3 Tonnen Leergewicht. Bist du deppert? Der beliebteste Sportwagen in Night City. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Naja. Da habe ich aber gerade noch was gesehen. Warte mal. Könnte, der Burger hat einen Schwanz, was? Waren das Symbole jetzt bitte? Ich bin verwirrt. Überall Symbole, das ist nichts für mich. Ja, wenn der langweilig ist, wie, du kannst gern den Besen in die Hand nehmen und dann ein bisschen zusammenräumen. Mhm. Wer bist denn du? Sharifa Buazizi. Okay, die Buazizi. Mhm. Naja. Das ist für ein Problem. Also diese Stadt ist ja wirklich ein räudiger Abfalleimer. Mhm. Pass doch auf. Ich wäre geil was sagen, da.
Naja. Sexy. Okay. Da, was ist das für ein Symbol? Ich wollte was abholen. Bestellung 48. Eine Sekunde. 48? Sicher? Das ist eine ganze Packung. Psst. Ja, 48. Ah, und ich dachte, Mönche müssen alle weltlichen Freuden aufgeben. Ja, das ist für einen Freund. Ich helfe. Ja, immer für einen Freund müssen sie alle was abholen. Kurzer Blick, wir haben ja da wieder einen Levelaufstieg. Genau. Wir werden aber trotzdem da weitermachen. Killerinstinkt. Perfekt. Haben wir noch irgendwas? Nein. Perfekt. Ja, da, das zum Beispiel gefällt mir ganz gut. Handfeuerwaffen, Wurfwaffen. Außerdem ermöglicht Coolness es dir, fortgeschrittene Stealth-Vorteile zu nutzen, sowie subtile, clevere Dialogoptionen auszuwählen. Genau, das gefällt mir ganz gut. Keine Ahnung, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Das weiß ich nicht. Soweit habe ich das Spiel dann wieder nicht probiert. Gut, bevor wir da jetzt da dumm in der Gegend herumlaufen. Ist ja ein Waffensymbol. Nur die große Frage, wie komme ich da runter? Nachladen? Nix da, was? Okay. Naja, gut. Die Tigers kommen heute für die Miete. Hab ich eben erfahren. Aha. Das sind aber Hologramme, oder? Ja. Was ist mit dir, hä? Naja. Okay. Bevor ich jetzt weiter mit der Gegend herumlaufe, wie ein Trottel und nicht weiß, was ich tun soll, verabschiede ich mich in die nächste Episode, weil dann weiß ich nämlich, was ich in der nächsten Episode nicht mache und auch nicht tun will. Wow. Kurzen Blick. Ja, mit denen musst du rechnen bei mir, das ist halt so. Inventar. Rucksack. Was ist im Rucksack? Das war das Pistölchen, was wir gekauft haben. Na, Prost, Mahlzeit. Wie? Du bist der fester Bautschen, dir sag es. Was ist das? Naja. Ja, weißt du was? Wenn wir schon ausschauen wie ein Trottel, dann schauen wir wenigstens aus wie ein Trottel. Kann man die ablegen? Ah, ui. Bleibt im Inventar oder nicht? Ich glaube, die bleibt im Inventar. Auch in Ordnung. Vielleicht finden wir noch irgendwo eine passende Hose. Damit sie noch mehr ausschaut wie aus der Gosse. Da ist ein Schnellreises Automat. Ja. Du Nudel, du Geile. Ja. Warte mal kurz. Schnellreise. Aber ich habe ja alle Hosen verkauft, was ich mir erinnere, gell? Ich meine, es ist zwar erst 3 Episoden her, aber ist doch wurscht, mein Gott. Dann habe ich es halt verkauft. Aber irgendwas wird sie in ihren Apartments schon haben. Die Gutestere.
das? Ah, das sind die Verkaufsautomaten, gell? Stimmt, das sind die Verkaufsautomaten. Mhm. Stimmt. Rot hat sie. Wo sehe ich denn? Was sie? Junk? Ja. Okay. Das Panzerdurchdringung 25. Braucht ja keiner. Hat sie das verkauft oder nicht? Das habe ich noch nicht ganz kapiert mit den Verkaufen. Wo hat sie? Passt. Sehr gut. So wie? Dann sucht jetzt dein Apartment und wir beenden das dafür heute. Warum sind alle hinter mir her? Naja, das weiß ich nicht. Die Frage würde ich mir auch stellen bei der Optik. Gut. Ja. War wieder eine schöne Runde. Und es ist einiges geschehen. Wir haben einige Punkte gemacht. Sind mittlerweile Level 4. Auch schön. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Cyberpunk 2077 BZW. Wir suchen uns eine Hose, wenn ihr eine findet. Baumwoll Longsleeve, ja, über die Hosen verkauft. Na, so, wir werden schon irgendwas finden. Bikerjacke, Tanktop, bla bla bla. Brauchen wir alles nicht. Okay, gut. Also dann, ich wünsche dir was. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt hier bei Cyberpunk. Und Braindance. Ja, und irgendwann einmal werden wir auch eine kleine Leserunde machen. Genau, ich will ein bisschen mehr über die Lore kennenlernen. Bis zum nächsten Mal. Baba.